Ja, okay, touché, du hast mich. You got me, bitch. Also, nächste Frage, meine Damen und Herren. Die Frage kommt vom Bart 797. In welches Filmuniversum würdet ihr leben, wenn ihr euch eins müsstet aussuchen? Also all die Mainstream-Universen sind ja eigentlich per se, also weißt du, so Star Wars, Herr der Ringe. Ich tue das alles in die gleiche Ecke, das ist eigentlich beschissen als normaler Mensch wie mir. Weil wir werden irgendwie so ein Bauer auf dem Schachbrett von der Grosses und werden mit grösster Wahrscheinlichkeit krepieren, wenn wir uns nur schon annähernd dort her bewegt, wo der Plot vom Film spielt. Darum, ich würde ins Filmuniversum von der Truman Show gehen. Dort bist du ja eigentlich eine Figur in einem fiktiven Universum, das heisst, du bist eine Figur aus der Realität, die in die fiktive Welt von Truman Show geht und dort die fiktive Welt ist, dass es eine fiktive Welt ist. Verstehst du, was ich meine? Ich wäre bei Star Wars, weil Star Wars ist cool. Was soll ich noch sagen? Star Wars ist einfach geil. Und du kannst es auch zu etwas machen, ohne dass du in der ganzen Geschichte mitmachst. Ich stelle mir dich vor, du wärst so ein Droid, weißt du, so einer mit diesen langen Köpfen. Ich stelle mir das genau vor. Du kommst irgendwie im Obi-Wan oder so, kommst mit Query, oder? Und dann so, Kill Jedi, Roger, Roger, und dann hast du weniger. Du bist schon ein Mensch, du kommst so rein. Nein, du wärst ein Droid. Ich würde meine Credits verdienen und dann würde ich als Kaufmann starten und Korruption und alles. Würdet ihr lieber einmal in der Woche einer fremden Person den Finger in den Arsch stecken oder immer, wenn ihr mit einem Kollegen in Ausgang geht, Händchen heben? Das ist von Mr. Yolos Weg. Es ist eine traurige Wortwahl. Mit wem müssen wir im Ausgang Händchen heben? Wir gehen noch mit dem Kollegen in Ausgang, aber mit wem müssen wir Händchen heben? Steht nicht, dass wir mit ihm Händchen heben. Also ich würde die zweite Variante nehmen, weil ich stecke niemanden mit dem Finger in den Arsch und nicht kennt. Wenn es jemand ist, den ich kenne, andere Frage. Das ist so ein richtiges Loophole. Ha, das hast du nicht gedacht, Mr. Yolos Weg. Überleg nächstes Mal, bevor du auf Senden drückst. Da könnte man jetzt auch noch mega fies sein und zwischen die Zeilen lesen und da sogar noch etwas Homophobes rauslesen. Wäre es schlimm, wenn ich mit meinem Kollegen Händchen heben würde im Ausgang? Findest du das schlimm? Mr. Yolos Weg. Wieso schreibt er noch Kollege? Es könnte auch Kolleginnen sein. Bist du ein Anhänger vom Patriarchat? Bist du gegen mit Einbezug von der Frau im sozialen Gefüge? Ja, das hat wirklich alles deine Frage. Also, ich würde lieber einmal in der Woche einer fremden Person den Finger in den Arsch stecken, weil dann würde ich mich umschulen lassen zum Rektaldoktor, Arschdoktor, Po-Doktor, einfach irgendeiner, der Rektaluntersuchungen macht. Und dann wäre einmal in der Woche einer fremden Person den Finger in den Arsch stecken noch relativ wenig. Ich gehe praktisch nie in den Ausgang, somit sieht mich auch selten jemand mit einem Kollegen Händchen heben. Was eigentlich auch gar nicht schlimm ist, mich stört das gar nicht, weil ich bin kein Xenophob, Homophob und Frauenfeind. Wie der die Frage gestellt hat. Bin ich dran? Ja. Was für eine Session heute wieder. Ah, hey, unser altbekannter Mr. Yolos-Swag hat seinen Intellekt wieder mal bewiesen. Wer von euch zwei, die da zwei Individuen seid, würde eher in Betracht ziehen, Exkremente jeglicher Art zu verzehren? Das wäre die korrekte Form von dieser Frage. Aber der Mr. Yolos-Swag schreibt, wer von euch beiden würde eher Scheiße essen. Noble, edle Form von der Satzbildung. Wer würde eher Scheiße essen? Wir müssen nur noch über den Preis verhandeln, den hinter mir. Also, schau, die Frage sollte eher sein, um welchen Preis würde einer von euch beiden eine Scheiße fressen? Ich würde ein Stück Scheiße ins Maul nehmen und abschlucken für 10 Milliarden. Ja, 1 Milliarde will man schon lange. Ah, eben, in dem Fall würdest du eher Scheiße fressen. Wenn man sich selber schlägt und man fängt an zu heulen, ist man dann stark oder schwach? Gestellt von Manuel Niklaus. Lieber Manuel, du bist schwach, weil du kommst so zu der Entscheidung, dass du dich selber zu schlagen hast, was sehr masochistisch ist. Und du findest es vielleicht geil, aber es ist allemal nicht stark. Also du fucking Pussy, schlag dich weiter, wenn es dich aufgeht. Aber du musst dich nicht einspannen in deine masochistischen BDSM-fucking-Spiele, Mann. Es ist genau die gleiche Frage wie, wenn ein Lügner sagt, dass er lügt, lügt er den oder sagt er die Wahrheit. Du kommst nicht auf einen grünen Zweig. Danke vielmals fürs Einsenden. Halleluja, 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 Halleluja. Was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Eingeschickt von der Giulia Pisana. Was mir je passiert ist, wüsste ich nicht. Da müsste ich meine ganze... Das Sven ist mal mit Pyjama in die Hose gekommen. Hä? Moment, hat er nicht gerade gesagt?
Der Sven ist einmal mit Pyjama in die Schule gekommen. Erstens bist du mit mir nie in die Schule und zweitens bin ich nie mit der Pyjama-Hose in die Schule. Etwas, was wirklich relativ peinlich war, war noch in den alten Wegen. Und dann bin ich heimgekommen, Musik drin, irgendwo am studieren und anstatt aufs 3 drücke ich aufs 2 beim Lift. Laufe ich einfach so aus dem Lift raus, rechts ums Eck und gehe so rein, so hallo! Und dann merke ich so, oh shit, es sieht ja alles voll anders aus. Was ist mit unserer Wohnung passiert? Fuck, ich bin in der falschen Scheisswohnung. Die anderen dort so am Staubsaugen und ich so das habe ich dann nicht gesehen, aber das war mir peinlich. Und ich weiss eigentlich nicht, wieso ich das erzähle. Aber egal. Mir passieren vielleicht viele peinliche Sachen, aber ich merke das meistens gar nicht und für mich ist es meistens nicht peinlich. Aber was für mich peinlich oder naheliegender peinlich ist, wenn jemandem die Hand schütteln oder jemand dir einen High Five will geben und dann wisst ihr dann verhakt sich eure Hand so, die Person gegenüber von euch will euch vielleicht so einen freundschaftlichen Handschlag geben und du willst nur so eine Hand und das ist dann so und dann das so. Ist einfach genau so. Ich habe mal eine Person, es war eben älter, hat sie mal gesagt, schön gemacht. Und dann hat sie so machen und ich habe so gemacht, die Faust. Und dann haben wir beide im gleichen Moment checken, dass der andere das andere will. Und dann haben beide geswitcht und dann haben sich die Hände so berührt. So. Dann haben wir es nochmal versucht und dann ist es so gekommen. Und schon wieder so. Und das ist so peinlich. Also peinlich ist einfach unangenehm. Wenn ihr merkt, dass euch jemand anlügt, tut ihr das denn dieser Person sagen oder lässt ihr das sein und lacht sie einfach innerlich aus, weil sie weiter lügt? Von der Kive. Der Kevin. Der ist sicher der Kevin. Wenn dich jemand anlügt, lieber Kevin, dann lässt du ihn natürlich zappeln, weil Knowledge is Power und je mehr du ihn eigentlich zappeln lässt, desto mehr weißt du, wie tief die Lüge überhaupt geht. Lass weiterspielen, solange du kannst. Und ab einem Punkt, wo du das Gefühl hast, jetzt weiss ich genug, konfrontierst du die Person mit der Erkenntnis, dass du gewusst hast, dass sie gelogen hat und dann hat er es verdient, von dir vernichtet zu werden. Also wie ich das mache, ich bin ja noch nebenberuflich Robbendompteur und dann haben wir letzten Dienstag einen neuen Trick üben mit meinen 18 Robben. Dann habe ich meinen Praktikant gefragt, hast du die Robben schon gestrählt und geputzt? Und dann hat er gesagt, ja, und ich habe gewusst, er hat gelogen. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen. Und so haben wir es gelöst. Er tut jetzt nicht mehr Robben domptieren. 2 Fragen. Du hast ihn rausgeschossen? Okay. Und zweitens, seit wann müssen Robben gestrählt werden? Robben haben auch Haare. Übrigens kannst du in dem Migros und im Coop du kannst einfach die Katzenhaarbürste nehmen. Das haben die Huren gern. Gegenfrage. Kevin, was machst du, wenn du in meiner Position bist und siehst, wie jemand anderes anlügt? Weil eigentlich geht es mir ja nicht an. Bist du einfach ruhig oder sagst du etwas? Ich bin jetzt einfach ruhig. Weil ich meine Robbendompteur. Du kannst eben so Katzensträhl holen und dann kannst du... Ja, schau, wir sind fertig mit der heutigen Folge für die Fragen. Wir melden uns nächstes Mal mit weiteren Fragen. Ich danke euch, dass sich ein paar Leute die Freiheit genommen haben, ihre kostbare Zeit für so Fragen draufgehen zu lassen, wo wir unsere kostbare Zeit draufgehen lassen, um sie zu beantworten. Hat uns mehr oder weniger Spass gemacht. Wir hoffen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wir bauen uns jetzt Filter aus dem. Danke vielmals. Ciao. Quiero yo comer, pero quiero probar para poder saber. La gente va diciendo a nadie hizo daño el chicharrón, pero yo sigo gozando. El chicharrón peludo quiero yo comer, pero quiero probar para poder saber. La gente va diciendo a nadie hizo daño el chicharrón, pero yo sigo gozando.